Die Duelle gehen weiter, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, bereits im Turm von Yggdrasil in der 5. Etage. Und wie es aussieht, brauchen wir nicht mehr so viele Siege, bis wir endlich auf Surd unseren Gastgeber treffen, wer auch immer dahinter steckt und was immer sein soll. Ich habe keine Ahnung, wenn es gleich aber herausfinden. Erstmal gegen den Moment, nicht langsam fällt, sondern nicht so. Mann, runter, so, dankeschön. Gegen den Wensberg mit dem Schwert des Ritters. Bis hierhin haben wir es geschafft. Die Tagebieter Qual und Niederlagen gegen Akisa sind vorbei. Es wird Zeit, wieder bis an die Spitze aufzusteigen. Ich werde erst euch, dann Akisa und schließlich Surd besiegen. Dann bin ich der Champion. Los! Duellieren wir uns! Oh je, der Wensberg. Nein, wenn man unbedingt verlieren will. Null Problemo. Stein. Alter, du bist nur für den Penner. Alter! Was langsam mal Intus? So, komm schon. Der regt mich auf. Aua, meine arme Schere. Okay, er ist erster, bin zweiter. Zeit für ein Duell! Ich bin der eiserne Ritter Wensberg. Immer bereit zum Kampf. Mit dem Schwert und so. Kumpel, das ist ein Duell und kein Kampf auf Leben und Tod. Naja. Da weiß vielleicht schon. Okay, Wensberg. Dann zeig doch mal was. Verstärkung für die Armee. Hey, die Karte habe ich auch. Oh. Mystische Schwertkämpfer. Oh, das ist gar nicht gut. Die Rückkehr der Levelmonster. Nö. Diesmal ist verdeckt. Das reicht das erste. Ihr seid dran. Ja, wenn unbedingt so will. Dann rufe ich als erstes Breaker, den magischen Krieger. Breaker. Du. Ein mächtiges Monster. Breaker, magischer Krieger. Vernichtet ein verdecktes Monster in magischem Schwerthieb. Einfusion Ritualmonster und tschüss. Das war's ein mystisches Schwertkämpfer Level 4, weil den kam ja nur dann, als er mal schon rufen, wenn man ihn vorher gesetzt hat. Tja, schon dämlich, war. Tja, Wensberg vor allem. Wensberg jetzt noch aktiviert nach Wellenwirkungsdiffusion. Und setzt eine Karte. Diffusion. Kanon natürlich. Entschuldigung, uns ist eine Karte verdeckt. Das war's für das erste. Wellenwirkungsdiffusion. Eine ganz andere Karte. Ist auch eine Zauberkarte, aber die müssen wir ein bisschen anders einsetzen. Rücke des Kriegers. Ja, holen wir uns zurück, Mann. Das ist total geil. Das bezweifle ich irgendwie. Hier kommt ein plündernder Captain. Ey, Mann, die Karte habe ich auch. Voller Kopierer, hey. Und nun rufe ich ihn. Den mystischen Schwertkämpfer, Level 4. Level 4. 5, 6, 7, 9, 9, 10. Mein Zug ist beendet. Ihr seid dran. Er weiß nicht so recht. Sein Monster, hat der eine besondere Fähigkeit? Wenn ja, welche? Ah, so, verstehe. Alles klaro. Dann will ich mal ganz flott die Krotti meinen Krebons rufen. Moment, sein Effekt. Wie ist der jetzt schon wieder gepolt, wenn jetzt gerade angegriffen wird? Ach so, nur so rum. Okay, natürlich schade. Trotzdem kein Problem, wir rufen trotzdem ein Synchromonster. Die Frage ist, welches rufen wir Gaia war. Ein bisschen Abwechslung sorgen. Hier kommt Gaia Ritter, die Kraft der Erde. The Power of Earth. Nun denn, vernichtet ein Ritter Level 4. Achso. Stimmt ja. Entschuldigung, vernichtet natürlich seinen Captain. Mit Lanze des Erdstoßes. Lanzenstoß der Erde, so rum. Was soll das? Aber hat er auch einen Namen, war total lame. Anderen Namen irgendwie? Kraft der Erde. Nee, ich wüsste gar nichts, was da für einen anderen Namen gebrauchen könnte. Gaia, Lanzenstoß. Erdlanze. Erdlanze wäre noch was. Eine Karte verdeckt. Der auch verdeckt.
Ja, so schnell kann es kommen. Dann ziehe ich mal wieder. Meine alte Kriegerlady. So, das ist erstmal ein Kartenmonster verdeckt. Und aktiviere dann meine Zauberkarte Schildstoß. Und ein verdecktes Monster zu vernichten. Ritterin der Königin, okay. Ein schwaches Monster, aber egal. Geierritter, Kraft der Erde, greif an mit der Erdlanze. Und das war's schon wieder mal. Oh Leute, die haben gar keine Chance mehr gegen uns. Nicht die geringste, weil sie sind gar nicht mal so stark. Ich meine, klar, wir haben schon coole Monster, Synchrobeschwörungen und Fallenkarten. Aber unserem Deck fehlt ein total an Speed. Ist irgendwie echt traurig. Noch ein Monster verdeckt. Menschenskind, hey, du nervst langsam. Mach den Spiegel, das war besser. Dann rufe ich mal Gerümpel synchronisieren im Angriffsmodus und rufe dank seiner besonderen Fähigkeit Krebons zurück aufs Feld. Da ist er auch schon. So, nun will ich nochmal den Kriegerlady ein in den Angriffsmodus. Und werde noch ein bisschen synchronisieren, nämlich meinen guten alten Kumpel, den Gojo-Wächter. Erscheine, mein alter Freund! Damit, weil ich schon so oft gerufen habe, ich weiß gar nicht mehr wie oft. Das ist schon das 30. Mal. Nee, ein bisschen übertrieben, aber geht sich bereits in den 10-Steller-Bereich hinein. Wenn sogar darüber. Na dann, Gojo-Wächter. Greif sein verdecktes Monster an, Attacke! Der Ritter des Königs. Oh, was für eine geile Karte. Also vom Artwork her und so. Der Ritter des Königs! Ja, Mann, ganz geil! Geierritter der Kraft! Geierritter der Kraft der Erde. Sorry. Erdlanzenhieb. Was soll das sein? Das fragst du noch? Gerümpel Synchronisierer, Angriff mit... Was nehme ich denn da? Schrottregen. Keine Ahnung. Was soll das sein? Das nennt man Schaden. Aua, das tut doch weh. Was soll sein, Krauch? So, und das Spiel ist vorbei. Nein, das kann nicht sein. So schnell. Ihr habt Schande um mich gebracht, das werde ich nicht vergessen. Ich werde mich rächen, ich werde ein finsteres Auserwählter. Oh nein. Oh je, oh je. Und diese schlechten Verlierer. Wow, voll viele Duellpunkte, so rum. Oh, ich wurde besiegt. Unglaublich, wie kann es eine Kraft haben? Ihr müsst Sword aufhalten. Stöße gerade allein zu halten. Zack. Aber eine, die reicht natürlich nicht. So, Luna. Michael, wir kämpfen für eine sehr wichtige Sache, also. Gegen dich will ich nicht verlieren. Wäre nicht das erste Mal, wa? Ach, die kleine Luna. Also hoffen wir schon mal, dass ihre Decke ein bisschen stärker ist, weil sonst wäre es ja gar keine Herausforderung, also. Und richtig langweilig. Gut, fange ich mal an. Und es ist Zeit für ein Duell! Mit Michael Synchro 2 gegen Lunas Stand der Geister. Okay, duellieren wir uns. Los geht's. Alles klar, Kleines. Sehr schön. Dann zieh ich mal. Alles klar. Und rufe Stufenkrieger. Im Angriffsmodus. Und dass das einzige Monster auf dem Feld ist, hat es die Stufe Nummer 2. Wie soll ich das machen? Tja, Freunde, das hat schon einen bestimmten Grund. Zug beendet. Den seht ihr gleich. Also gleich. Laut heute 2 Züge. Okay, dann vielleicht jetzt in der Standby-Phase aktivieren, dann schlecht. Och nö, Luna. Mein Monster, bitte vernichte es nicht. Ich habe so eine geile Kombi gehabt. Ja, komm, ich verarscht, sag ich mal. Regulus! Oh.
Die kann einfach zumindest noch irgendwie aus... War das auch Reverse of Arcade? Ich weiß gar nicht mehr. Beziehungsweise auch eines der Yu-Gi-Oh! Spiele für den DS gewesen. Und was, Nachfolger? Ne, war glaube ich Reverse of Arcadia. Ja. Ich fällt es gerade wieder ein, das war Reverse of Arcadia. Oh, den Schmerz vergisst man nie. Mann, er hat so eine geile Kombi gehabt, eine Idee und so. Und alles für den Arsch. Ja, weil ich wollte den Stufenkrieg als Level 2 rufen, danach Schwerkämpfer plus Gräber und hat dann insgesamt Stufe 8 gehabt und ja, den Rest der jetzt einfach selber. Aber Luna hat es mir halt vergeigt. Dankeschön, Luna. Mann, oh Mann. Horn des Einhorns. Elfenschwerkämpfer, komm und zeig dich. Nun den Greif an und zwar mit elfischem Schwerthieb. Das Schwert vom Elfenschwertkämpfer sieht fast so aus wie das Artwork vom ursprünglichen Master-Schwert. Das spricht damals noch bei Link to the Past und so. Das sah ja damals noch ein bisschen anders aus. Oder auch bei Legend of Zelda Nummer 1, wobei dort war es, glaube ich, das magische Schwert, oder? Was hat, nee, das magische Schwert war das nicht, war irgendwie ein anderes. Auch mächtiges Schwert, aber war irgendein anderes, was seitdem nie wieder aufgetreten ist. Also, glauben zumindest, glaube viele immer noch, dass es trotz allem noch das Master-Schwert sein könnte. Die mächtigste Waffe. Los geht's! Was? Ja, die Neo-Weltraummonster. Hallo? Ja, ist ja schön, aber... Na toll, der Effekt vom Elfenschwertkämpfer zieht gar nicht mehr. Los, Mann, vernichte ihn! Was hab ich da? 5. Nee, also da... Tut mir leid, Elfenschwertkämpfer, aber dafür habe ich jetzt nicht mal eine Fallenkarte. Es tut mir leid, ich hole schon irgendwie wieder zurück, keine Sorge. Irgendwie mache ich das schon. Wegen Mischel, wegen ihrem Golden Marienkäfer, wie das Teil schon da heißt. Sieht schon besser aus. Dann rufe ich mal den blöden Captain im Angriffsmodus. Und zudem auch meinen netten kleinen Krebons. Krebon. Na dann, Synchrobeschwörung. Ich rufe den magischen Androiden. Denn was Luna kann ich schon lange. Lebenspunkte erhöhen. Ja, das wird geil. Greife an, Attacke. Was? Nein. Das gibt's nicht. Hummingbird. Oh, ich hab dich enttäuscht. Nee, hast du nicht. Du. Ah, schöne weitere 600 Lebenspunkte. Ach, tut das gut, Leute. Das tut doch sehr gut. Und wieder mal eine gute Marienkäfer und ein paar neue Punkte. Und da setzt sie ihn auch noch verdeckt. Der antike Wald, das musste ja kommen. Tja, Freunde, der antike Feendrache kommt bald. Okay, ist offen. Das ist ja ganz crazy. Gerümpelsynchronisierer, komm und zeig dich! Und hol dank einer besonderen Fähigkeit auch Gräbern zurück aufs Feld. Da bin ich schon Chef. Nun denn. Obwohl, nee. Wieso auch? Braucht's gar nicht nötig. Zumindest noch nicht. Magischer Android, wenn ich das ein Monster. Das wird wehtun. Au! Nein, das darf nicht sein. Es ist aber so, Luna. Gerümpelsynchronisierer. Los geht's. Was hast du vor? Ja, was ich vorhabe, ich habe vor, in diesem Duell mal das Base aus meinem Deck rauszuholen in Sachen Lebenspunkten.
zurückholen. Hallo? Achso, stimmt ja. Aber ich komplett vergessen, sorry. Der Effekt war mir nicht mehr holt. Gib mir eine Kraft, tanzende Fee. Jetzt auch die zerstört, ist eigentlich schon klar, Luna, oder? Endphase. Achso, deswegen. Tja, was mache ich jetzt? Desynchro bringt momentan nicht viel, aber für später vielleicht noch. So, und beende meinen Zug. Der Wald, der antike Wald. Ja, aber sag mal nicht, dass es nur ist, damit du da angreifen kannst. Nee, doch nicht, hä? Ist doch crazy. Kartenzerstörung? Nee. Also ein bisschen lame. Ach, komm, was soll's. Geisterwache. Na dann. Synchrobeschwörung zum Gojo-Wächter. Wuhu. Naja, ja, hallo. Ein Stufe 6 Monster. Ganz schön, das ist auf Stufe 4, okay. Gojo-Wächter, greif ihre tanzende Fee an. Ja, was soll ich meint mit dem besten rausholen, was er mein Deck bezüglich Lebensmutgewinn und so bereithält. Das war eigentlich so gedacht. Das war mit magischer Android, weil Krimmons auf dem Feld ist, halt pro Zug oder pro Ende des Zugs halt 1200 Lebenspunkte bekommen würde. Hätte ich noch hier Monster ja, nee, Moment. Anders anfangen. Hätte ich Geistwachen aufs Feld gerufen, mit Krümel synchronisiert, antiker Feendrach gerufen, Zauberkarte zerstört, also Feldzauberkarte. Und dann auch nochmal 1000 zusätzliche Lebenspunkte erhalten. Das war meine ursprüngliche Idee. Das war der Plan. Naja. Der Plan war voll von Arsch. Luna, wieso aktivierst du nicht den Effekt an der Karte? Leicht verrückt. Lebenspunkte, ganz geil. Sehr schön. Jetzt noch 2 Karten verdeckt. Obwohl, wisst ihr was? Desynchro aktiviert. Komm zurück, meine Monster. Und so kann ich Krebons besondere Fähigkeit aktivieren. Auch nicht schlecht, wa? Hier kommt Geier des dunklen Windes. Schupp. Und die tanzende Feen. Servus. Na dann. Greift an mein mächtiges Monster. Gaia, Attacke. Oh nein. Das darf nicht sein. Das macht mir Angst. Und ich will keine Angst haben. Oh, arme Luna. Ich frage mich, was jetzt wohl passiert, wenn Geisterwache angreift. Gibt es auch eine Animation? Nö, gibt keine, okay. Hätten wir auch ein bisschen gewundert. Krebons! Direkt Angriff und beende das Duell. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Schon wieder nicht. Oh, mein Herz tut so weh. Luna, damit darfst du nicht scherzen. Das geht nicht. Ich habe ihr Herz getroffen. Ich habe ihr das Herz gebrochen. Ich Unmensch. Speicherdaten. So, und wie geht's jetzt weiter? Was? Ich habe nicht gewonnen? Oh nein. Die arme Luna, hey. So Leute, dann würde ich mal sagen, nächsten Part geht's wieder erst hier weiter. Und dann, wie gesagt, halt gegen Hunter Pace, nach noch gegen Jack Atlas und ja, dann geht's schon auf die linke Seite gegen den Rest der Truppe. Ach du Scheibenkreis, das ist noch richtig heftig. Aber vorerst gehen wir ganz kurz nochmal ins Deckmenü. Deckmenü vor allem ins Shop-Menü. Und gucken mal an, was es jetzt mittlerweile zu kaufen gibt. Kann man nie wissen. Was? Obelisk! Der Peiniger! Alter! Leck mir am Arsch!
So, will ich mal sehen. Kann man schon Obelisk? Komm schon, ich will Obelisk. Ich will den Göttermonster rufen. Das wäre jetzt geil. Okay. Obwohl hier irgendwie leider die Effekte der Götter ziemlich runtergestuft wurden. Das Vollskalf, naja. Yeah, das Thun-Mädchen. Hier muss irgendwo Obelisk drin sein. Der Crashkarten-Virus. Das Vollskalf. Mann, oh Mann. Goldener Sarkophag. Alter. Mit Ballman. Okay. Anti-Raigeki, naja. Die Valkyrie des Magier natürlich gar kein Problem. Da gehört sie fast dazu. Oh Mann, das Fußgalf immer. Komm schon, Obelisk, wo bist du? Obelisk, der Peiniger! Der kann einfach nicht. Millennium Shield, toll. Wobei er hat 3000 Defense, also von dem her. Der Kerkerwurm ist klar. Obelisk, komm schon. Ich glaube die letzte, oder? Es ist, glaube ich, wieder die letzte. Nein, eine habe ich noch. Komm schon, Obelisk. Das gibt's einfach nicht. Einheit. Oh, kein Obelisk, der Peiniger. Wieso denn nicht? Alle sind normalerweise Tiger. Normalerweise sind sie sowieso ein Arsch hier. Wo sind die Effektmonster? Zeigt euch, zeigt euch. Ja, hier kommen sie schon lange. Okay, dunkler Herrscher Vandalygon. Der hat zwar viele Punkte, aber naja, ich glaube zum Aufrufen war er ein bisschen schwieriger. Oder? Wir gehen jetzt schon mit dem Aufrufen. Wenn Hand spezial beschworen werden, wenn du den Effekt an einer Karte eines Gegners durch eine Konter fallen kann und gebrochen hast. Alter. Das Fußgalf. Schaden zu jetzt, wenn eine normale Zauberkarte oder Schnellzauberkarte aktiviert wird, erhält diese Karte bis zum Ende des Spiels 200 Angriffspunkte. Ja. Müssen wir sich überlegen, ob es sich lohnt. Im Drachendeck eventuell sicher, aber sonst. Jetzt habe ich ein bisschen bekannte Ritter. Kann jeder Spieler ein Monster Stufe 4 speziell schon in seiner Hand beschwören. Edelmetalldrach. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung gesetzt werden. In Kombination mit dem Captain zum Beispiel. Oh, da würde es aber gehen. Alter. So, Elementarhelden, Bubbleman, Clayman. Avian, Burstinatrix, Clayman, Bubbleman. Goldener Sarkophag, Leute. Die Karte ist geil. Wähle eine Karte in einem Deck und entferne sie aus dem Spiel, wenn dann der Standby-Fahrt, zweiten Standby-Fahrt, und verwende diese Karte, für die entferne Karte deine Hand hinzu, die muss ins Deck. Einheit. Nö. Obwohl das Artwork cool ist. Der Rest kann natürlich auch verboten, ist klar. Ja, so kann's kommen. So kann ich mal Obelisk einen Peiniger haben, das gibt's doch nicht. Obelisk, zeige dich! Nee, nicht so. So. Komm schon, komm schon. Gute alte Götterkarte, zeige dich! Wo steckst du denn? Mudballman. Dunkle Furchtroute. Wie das Teil immer hieß. Schwur des Gamma-Schwerts. Ja, ich glaube, Obelisk Peiniger kommt hier nur sehr, sehr selten. Das vermutlich einfach irgendwie den Rotdrachen Erzunterwelt aus dem Duelist Genesis Pack zu rufen. Kaiserdrache, Fusionsmonster. Der fliegende Pinguin. Urteil des Pharao. Oha. Was ist denn das für eine Karte? Ist voll Athen drauf. Das Urteil von Athen. Du zahlst selbst einen Lebenspunkt, um eine von den Verlegenen auszusuchen. Och nö, muss ich mit einem anderen Zauberkarte. Oh nö, ey. Tja.
Also, können wir gerne ein Urteil fügen, mächtiger, namenloser Pharao, aber in diesem Fall, nö. Dann wohl doch eher weniger. Tja. Schade, Freunde. Wirklich, wirklich schade darum. So, wir nochmal ganz kurz ins PDA rein. Ins Deckbearbeitungsmenü und unsere Zauberkarte geholt. Der goldene Sarkophag, okay. So eine mächtige Karte und dann noch besser als Beispiel zum Beispiel der Dimensionskrug. Ist eigentlich auch eine coole Karte, aber in diesem Sinne Nein, Moment mal ganz kurz, so, jetzt aber. Sonst in diesem Falle total lame. Wo bist du jetzt? Wo bist du? 2, 2, 2. Hier ist der goldene Sarkophag. Ja, welcher kommt raus? 5. Nee, will ich aber drin behalten. Ich habe 14 Zauberkanten, ist ja eigentlich eine gute Zahl. Ja, sagt's grad. Auch eher weniger. So. Ja, vorbei ist, denke ich mal, hinsichtlich der Zauber und Fallenkanten sind noch gut bedient. Also bei den Monstern, da muss noch einiges gehen, bis wir da ein, würde man sagen, sehr, sehr gutes Deck hätten. Da muss noch ein bisschen was passieren. Hey, aber das sehen wir dann vielleicht erst wieder im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Im Kampf gegen Hunter Pace und garantiert auch noch gegen Jack Atlas. Das wird aber heikler werden. Oh, verreckt. Na, bis dahin. Ciao zusammen.